Es ist über alle Tische drüber gehopset, grad der Frau Doppelschön aufs Buch, wo sie daraus diktiert hat. Es hat sie geküsst und abgeschleckt und gestreichelt und ganz fest an sich gedruckt. Die Frau Doppelschön hat grad nüssen, weil sie das Fell vom Schmusi in der Nase gekützelt hat. Und da ist es passiert. Das Buch ist mitsamt dem Schmusi auf den Boden abgesedert. Was machen wir nur mit dir? Melanie, hast du eine Idee? Die Melanie hat nur den Kopf geschüttelt. Und am Boden ist ein Häufeli Elend gelegen und hat geschluchzt und gekühlt und brüllt. Aber da ist vor dem Fenster zumal etwas Gespässiges passiert. Wie von Geisterhand ist ein komisches Gestrüpp vom Himmel abgelampet. Nein, es war kein Gestrüpp. Eher eine Wurzel. Oder eine Leiter. Ja, eine Strickleiter. Aus Spaghetti. Blaue, haarige Beine sind eine Sprosse nach der anderen abgestiegen. Und schon ist ein Monster auf dem Fensterbrett gehockt. Ganzes blaues und borstiges Fell hat's gehabt. Mit kugelrunden Augen hat's durchs Fenster glotzt. Dann hat's mit einem blauen Nastuch gewedelt und ganz laut reingeschnützt. Und schon ist ein zweites Monster abgeklettert. Grosse silberblaue Pfoten hat's gehabt und einen langen silberblauen Bart. Auch das Monster hat sich aufs Fenstersims plumpsen lassen. Und dann hat es ganz tief und gefürchtig geseufzt. Vorsichtig hat sich ein drittes Monster dazu gehöckelt. Sein Fell ist feierlichblau. Mit seiner blauen Tasse hat es an die Scheibe gepöpperlet. Und dann ist noch ein viertes Monster runtergeplumpst. Bachnass war es und hat geschluchzt und geschluchzt. Aber die sehen aus wie Schmusi. Ja, nur viel grösser. Aber keins ist so schön himmelblau. Schau, Schmusi, kennst du die dort draussen? Mami, Papi, Großpapi, Grossi, Schmusi, Schmusi. Die Frau Doppelschön hat das Fenster aufgemacht und mit einem Gump ist Schmusi in die Arme von seiner Familie gesprungen. Das war ein Geküsse und ein Geschmuse. Das Mami Schlürf war so froh, dass sie das Schmusi wieder gefunden haben. Wie ein Affenbaby hat sie ihr Kind gehebt und ist die Spaghettileiter aufgeklettert. Der Papi Schnützli hat sich in sein Nastuch geschnützt und ist auch grad fort. Der Seufzi hat nur geseufzt. Oh, danke, dass ihr so lieb zum Schmusi gsi sind. Ihr habt so schön aufgepasst, dass es nicht wirklich verloren geht. Und so schnell, als ob er gar kein Großvater wär, ist er die Spaghetti-Strickleiter drauf. Nur das Omi Schluchzi, wo vor lauter Heulen und Schluchzen ganz nass war, ist noch auf dem Fenstersims gehöckelt. Das arme Schmusi ist nämlich heute Nacht aus dem Nest gefallen. Wir haben so fest gesucht. 3-mal hat sie noch ganz tief geschluchzt, der Melanie einen feuchten Schmatzkuss aufs Maul gegeben und ist auch verschwunden. Und schwupps, die Leiter ist auch weg gewesen. Im Schulzimmer hat es nach gekochten Spaghetti geschmeckt. Alle sind ganz durcheinander gewesen. Haben sie das geträumt? Nein, das haben sie nicht geträumt. Sicher nicht. Mit offenen Mühler haben sie zum Fenster rausgestarrt. Und auf dem Fenstersims ist eine blaue Teetasse gestanden. Und heißer Tee hat rausgedampft.